Vielmals merci, Herr Präsident. Herr Präsident, die Damen und Herren, Anfang Juni des Jahr war zunächst die dritte UNO-Konferenz über die Ozeane, wo die letzte Regierung durch den Umweltminister Herr Spilmes vertreten wurde. Bei dieser UNO-Konferenz wird die letzte Regierung nach einmal ihre klaren Engagement für die Präservation von den Ozeanen, für den Kampf gegen den Klimawandel, und für eine bessere Biodiversität mit einer gesteckten Governance von den Weltmeeren zum Ausdruck gebracht. Das Konferenz ist allgemein positiv bewertet, auf viele Seiten auch als ein Succès angesehen. Der Umweltminister hat zunächst auch die aktive Kontribution von Lützeburg in der Strache an die vielen Initiativen am Domain von der nachhaltigen Gestaltung von den Meeren, der sogenannten Abloer Ökonomie beschrieben, notamment durch internationale Klimafinanzierungen an Zusammenarbeit mit zum Beispiel der Europäischen Investitionsbank zu Lützeburg. Dafür wollte ich den Minister folgend vorstellen: was sind eher Konklusionen aus dieser wichtigen Konferenz über die Ozeane zunächst? Können die Reise ein bisschen mehr Details gehen über die Einzelinitiativen am Domain von der nachhaltigen Gestaltung von den Meeren, der sogenannten Blue Economy? Und auch weil Lützeburg bekanntermaßen keinen direkten Achse und Meer hat, also es aber möglich vielleicht so, wie diese Initiativen aus dem Land können ökonomisch oder so helfen. Ich sage nicht vielmals merci für die Nachlausung. Merci, Herr Bauer. Dann wird der Herr Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität. Herr Minister. Merci, Herr Chamberspräsident, Damen und Herren Deputierten. Merci, dem Mois Bauer, für die Frage. Man kann sich effektiv vorstellen, wenn man Lützeburg bei einer Konferenz über die Ozeane haben wir keinen Accès zu mir, wir haben keinen direkten Accès zu mir, da leider schon indirekt eine Antwort dran. Alles Bachen und Flüsse laufen aber an mir, an das Wasser, was wir hier haben, das könnte auch über den Wasserkreislauf von mir auf Lützeburg zu einem guten Deal, dass wir schon mal da denkt Antwort darüber, mir ist noch Fisch an Meeresprodukten, die aus den Meeren kommen. Das ist also auch ein Teil von der Antwort, was wir da waren. Und auf der anderen Seite wird das Klima extrem beeinflusst von dem Ozean, besonders dem Atlantik. Hätte man nicht den Golfstrom und hätte man nicht den Regen, den über den Atlantik auch könnte, dann gäbe das Klima hier anders ausgesehen. Und dann ist ein anderer wichtiger Punkt, den zu erwähnen ist, den eigentlich nicht immer so bewusst ist, dass 2/3 von den Weltmeeren sind internationale Gewässer, gehören nicht einem Land, mehr alle Länder, also auch Lützeburg. Da muss ich aber auch bewusst sein, dass 50% von dem weltweiten Sauerstoff von den Meeren produziert, das sich die blaue Lunge, die ist auf dem blauen Planet. Und 30% von dem CO2 wird gespeichert an den Weltmeeren. Und dann haben wir aber auch ein Problem, dass ganz viele von unseren Weltmeeren immens belastet gehen, sie sind überhitzt, übersäuert und sind auch überfischt. Wir müssen uns mithelfen, mit der Weltkommunität um die Meere zu kümmern. Da ist aus die dritte Kehr eine UNO-Konferenz gemacht, das ist auch der 14. Nachhaltig das Ziel von der UNO, sich um Weltmeere zu kümmern und die nachhaltig zu gestalten. Wir sind also da eine Verpflichtung und da sind wir durchgegangen, für das auch aktiv zu unterstützen. Ich war selber da mit meinem Hauptbeamten für Internationales, und wir hatten auch eben unsere Beamten, die ganz vernünftig sur place, die dann Lützeburg der Konferenz vertreten hat. Was haben wir stark gemacht auf der Konferenz als Lützeburg? Wir haben auf der einen Seite an die finalen Chamber hat uns quasi zeitgleich dafür gesucht, dass an der Woche ganz wichtig Traité gestimmt gehen, nämlich stehen, die Biodiversität schützt über die nationalen Jurisdiktionen raus. Das ist am internationalen Gewässer, das ist besonders der Fall gewesen. Die internationalen Gewässer sind relativ wenig reglementiert. Maritim Recht göttet mir nicht, was Biodiversität an den Meeren ist. Und das also mit dem Traité, den muss man zweite Wort konstitutionell aufwarten, wird Lützeburg den auch umgesetzt, da braucht man 60 Länder, für die kann ratifiziert gehen. Da sind wir nicht gerade, bis Ende von diesem Jahr müssten wir weltweit bei 60 Ländern leihen. Lützeburg wird also sein, die hat das als Chamber für eine Woche gemacht. Und da ein großes Merci dafür. Wir haben uns mit vielen anderen Ländern dafür angesetzt, dass der Moratoire geht auf die sogenannten Deep Sea Mining, der Tisch, in sich Bierdem von den Meeren exportiert. Was die bestimmte Länder wie die USA oder Russland will gerne machen, ohne sich und irgendwelche wissenschaftlich mal Fakten und Etüden, weil Meldwährer sind nach den Plätzen auf der Welt, die größtenteils unerforscht sind. Wir wissen nicht genau, was da alles ist. Wir kennen nicht alle guten, sogar die Arten, die da leben. Und wir wissen also nicht, wie Gift darauf reagiert, weil ich mit der Aktivität schon aufhängen. Da wird zum Beispiel gesagt, da gibt es ein Moratoire, einmal, selbst klar gemerkt, wir müssen alle wissenschaftliche Erkenntnisse am Durchleihen,
Dat tun wir also gemacht. Und auf der Seite sitzt man Eis nicht nur der Konferenz, sondern auf dem Niveau von der UNO für an, dass es ein international ambitiöses Plastikaufkommens gibt. Da geht eine nächste Runde am August das zu Genève. Vielleicht auch soll idealerweise in UNO-Treaty gehen, eine Konvention gehen, die ganze Plastikproduktion und noch die Recyclage und Verschmutzung von Anfang bis zum Schluss soll reglementieren. Und das also nicht aufgeschlossen, wir sind wie von den ambitionierten Ländern, die sich dafür ersetzen. Und da hat geschwärzt, dass durch ein paar Initiativen gibt, wie zum Beispiel die Blue Natural Finance Facility, die wir zusammen mit der Internationalen Union für den Naturschutz, IUCN, betreiben und die Investimenten an die Blue Economy fördert, oder mit dem Global Green Growth Institute, dem GGI, wo man an die kleinen Inselstaaten, Entwicklungsstaaten von der Welt helfen zu investieren, dass die auch eine nachhaltige Bewirtschaftung von den Küsten und von den Meeren können machen. Das sind also, wie gesagt, pure Initiativen, die wir schon laufen haben und was wir konkret auf der Konferenz unterstützen. Merci für die Initiative.